Ich glaube nur Gott. Ich glaube, dass mein Leben an ihm seinen Ursprung hat, an ein Kehr an ihm seine definitive Erfüllung, sein definitiv Glück findet. Mehr wie all Mensch habe ich Schwierigkeiten, mir den Herrgott vorzustellen. Ich weiß, dass hier ganz anders ist, wie alles, was wir als können vorstellen. Ich weiß, dass das Wort lebt am besten ausdrückt, wie Gott ist. Aber auch das Wort ist eigentlich noch nicht konkret genug. Und da kommt Jesus Christus ans Spiel. Hier ist für mich das Wort von Gott, noch besser Gesicht von Gott. An ihm erkenne ich, kann ich auflesen, wie Gott ist, wie Gott ist. An ihm weist Gott sich so menschlich, dass wir Menschen ihn endlich können erkennen. Und so steht es am Evangelium. Wie mich gesagt der Pap, sagt Jesus für sich. Und er sagt noch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Für mich ist das, Jesus ist der Weg zu Gott. Er ist der Weg, und er ist zugleich mit uns in der Weg. Er ist die Wahrheit, nur der wir sichern, und die letztlich Gott selber ist. Und er ist das Leben, was von Gott kommt, für ganz bei uns Menschen zu sein, und was uns mit heranzieht an das Leben von Gott selber. Für mich persönlich ist die Szene aus dem Evangelium, wo die Jesus seine Freund festfasst, die mir am deutlichsten sieht, wie den Herrgott ist. Ein Gott, der am Dienst von den Menschen steht, und den nur der Lebt von den Menschen verlangt. Dabei sagt Jesus zu Petrus, wenn du das nicht willst, mit dir geschehen lassen, dann hast du kein Unteil mir. Das heißt, da kannst du mein Leben nicht mit mir teilen. Das ist eine starke Szene. Sie steht beim Johannes für die Setzung von der Eucharistie. Weil auch an der Eucharistie geht es darum, Jesus mit seiner ganzen Leben an mein Leben heranzuholen, an ihn durch werden zu lassen, mich von ihm formen zu lassen. Der Jesus hat wirklich gelebt. Er war ein Mensch wie mir, aber am Unterschied zu uns hat ihn alles aus Liebe gemacht. Aus Liebe zu seinem Papa im Himmel und aus Liebe zu den Menschen. Wenigstens der lebt, als hier gestorben. Aber die Liebe stirbt nicht. Und so ist Jesus durch die Kraft von der lebt, die Gott selber ist, aus dem Tod an das Leben gerufen ging. Als erste von den Menschen, als den Obersternen, er lebt ganz bei Gott, da wo er noch eins will tun. Weil Jesus der Lebenchen immer mehr die erste Platz in meinem Leben kriegt, wenn ich immer mehr aus seinem Geist raus leben, da kann ich am Glauben an der Lebt auch los mit ihm eins gehen, besonders am Gebet, an den Sakramenten, auch am konkreten Dienst und den Menschen. So wie wir es allkehr an der Mason probieren ich, durch ihn mit ihm an ihm zu Ehre von Gott zu leben. Mit dem Oberstehenden Christus geht es so möglich, natürlich am Glauben, eine freundschaftliche Relation zu leben, den Alltag mit ihm zu besprechen, meine Entscheidungen mit ihm zu holen, mein Denken an Handeln aus seinem Wort, aus seinem Leben zu inspirieren und so immer mehr ihm zu gleichen an der Liebe zu Gott und zu den Menschen. Aber wie nur mit Christus eins ist, als auch mit Gott eins. Und das ist für mich der Sinn und Ziel von unserem Leben.